Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf PC. Ja, wir sind jetzt schon im Labor relativ weit gekommen, würde ich mal sagen. Oh, mir natürlich noch Farbbänder, die gilt es selbstverständlich noch abzulegen, vor lauter und wuppdidu rase ich hier wie die Kuh durch die Gegend. Aber erstmal, ach Gott, die Musik ist ja kryptisch wie Sau hier. Ich meine, ja, es ist das Labor und hier ist ultra wischt und alles, aber trotzdem. Dumm. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen Platz und packen mal unser Modis-Kette rein. Denn ich habe das Gefühl, die könnten wir, wenn wir nicht hier, wo dann gebrauchen, ne? Ich glaube mich auch zu erinnern, dass wir die fast gute Ende auch brauchen, weil ich muss ja da Herr Rotfeld hier auch noch hier rausholen. Ich finde übrigens auch die Pfütze hier unglaublich geil gemacht. Das ist etwas schade, dass dieser Wassereffekt hier nur sehr geringfügig erscheint. Dass da auch die Spiegelung nicht gestört wird im Wasser. Trotz allem finde ich die Details, wie der gerenderte Hintergrund hier gemacht ist, schon ziemlich geil eigentlich. Okay, warte mal. Da können wir, glaube ich, eine 3. Genau. Da müssen wir dann wieder runtergehen dafür. Ich habe noch in Erinnerung von letzter Woche, wo ich die Aufnahme gemacht habe. Ist immer sonntags übrigens, falls es irgendjemand interessiert, dass ich immer sonntags meine Aufnahme mache. Ja, habe ich noch im Kopf, dass wir John und Ada gefunden haben. John als Username, Ada als Passwort und dann noch ein zusätzliches Passwort Cell haben wir, glaube ich, gefunden. Muss dann wohl hier sein, weil in die anderen Dinger kann ich ja nicht reingehen. Die werden mir ja noch als rot gezeigt. Dann schauen wir doch einfach mal, was hier so abgeht. Ja, da liegt doch Magnum-Munition auf dem Boden, sehe ich. Okay, die nehmen wir gerade mal mit. Ja, wir nehmen es einfach mal mit. Ansonsten Teil einer Leiche liegt auf dem OP-Tisch. Guterler. Okay, gibt es hier sonst schon irgendwas? Monitor zum Anzeigen der Bilder aus einem Elektronenmikroskop. Darf natürlich auch in Chem, richtige wissenschaftliche Laborfehler. Elektronenmikroskop muss immer sein. Reihe von LCD-Bildschirmen. Die wurden bestimmt verwendet, um etwas anzuzeigen. Aber hätte ich jetzt gedacht, okay, Rache. Wie war das kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort? Gleich mal verschluckt vor lauter Sarkasmus. Hier ist was kaputt. Oh, Guterle, guck doch mal den leckeren Körper da an. Ist das fein. Leiche sind gefroren und in Plastiksäck verpackt. Naja, hoffen wir mal, dass es Leiche sind und können jetzt rausstolpert. Und hier der Zombaroni macht. Reihe von Chemikalien, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Aber hier glitzert doch irgendwas. Ja, Batteriepack, natürlich. Selbstverfreilich nehmen wir das mit. Ansonsten sieht es hier, ja, ein bisschen aus wie bei Samples und am Sofa. Aber da liegt noch was. V-Act, Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus-Mutagen das Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diese Wesen den Namen V-Acts gegeben. Nicht zu verwechseln mit dem V-Child. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. 4 unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Ja, das sind diese Rotkorb-Rudis, die ich gemeint habe, ne? Crimson Head hießen die im Original. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Oh, ich habe denn hier einen Specimen abgemurkst. Haha, das freut mich doch. Okay, dann wollen wir mal aktiv werden. Der Jonathan. Ach Gott, diese geile Taste. Drückgeräusche über deine uralt 90er Jahre Taste.
John, ja. Und du warst dann... Ah, da. Okay, probieren wir es mal, ob das funktioniert. Verified. Okay, dann machen wir mal Dendo auf. Ah, da muss ich dann noch das andere. Cell. Und? Mal gucken, ob das klappt. Habe ich es richtig baldowert? Ja, Permission granted. Unlocked. Okay, den Raum habe ich jetzt freigeschaltet. Schön. Und den durch. Geil. Okay, perfekt. Das sieht wohl so aus, als hätten wir hier alles gemacht, was wir können. Ich möchte gerade mal drauf gucken. Jetzt ist hier im Erdgeschoss, also im dritten UG ist einer freigeschaltet worden und da oben ist jetzt einer freigeschaltet worden. Ja, perfekt. Aber wir sind ja hier bei Umbrella. Da, der Verwaltungsserver war das, okay. Wir sind ja hier bei Umbrella. Deswegen immer im Kopf behalte, dass hier alles Mögliche an garstigem Getier rauskräuche könnt. Ich bin jetzt hier definitiv mal wieder auf Hard 8, was Zombselmane und ähnliches Getier angeht. Okay, ich versuche jetzt hier einfach schnell rüber zu flutschen. Schnell, schnell, schnell. Man weiß ja nie, was wieder hier noch wächst. Ach, wenn ich die 2 Zombies hier schon abgemurkst habe. Ah, diese richtig dämliche Kameraperspektive, die es im Null erlauben, hier auch wirklich nur mal einen schönen Blick drauf zu werfen, was kommen kann. Farbbänder, Flammewerfer, Flammewerfer sage ich, Granatwerfermunition. Und was haben wir hier noch? Röntgenbild. Abgebildetes Skelett ist nicht ganz menschlich. Mehr Objekte können sie jetzt nicht tragen. Slide, Cartridge. Okay. Ja gut, die Munition ist jetzt nicht so... Hoppla! Wer knurrt und knarrt? Das ist der Zombelmann. Man glaubt es nur hart. Ah! Hallo? Stirb! Sausack. Bäh, hier am Rumkotze wie Sau. Sauber. Aus deren Nähe kann man anscheinend mal ein paar Kopfschüsse landen. Finde ich gut. Dann müssen wir wenigstens nicht anzünden. Ein Fax. Oh Gott, früher hat es ja noch sowas wie Faxe gegeben. Ja, Faxen mit Fax. Ich weiß, Quatsch. An Säuberungsabteilung zu Händen von Manager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurde vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Schön. Schöner könnten sie es uns gar nicht mehr präsentieren. Ein Übertragungsgerät für den Passcode eines Sicherheitssystems. Mit einer Modiskette könnten Sie den Passcode des Systems übertragen. Manchmal mag ich es, wenn ich mal wirklich richtig gut denke. An. Yay! So wie ich bei der Wind und dem Wasserfall schlecht mitgedacht habe, habe ich hier mal ausnahmsweise wirklich mitgedacht. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Okay, also so großes, dickes Schloss habe ich damit freigeschaltet. Ja, Zombselmane Nummer Uno liegt hier noch auf dem Botto. Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen. Oh jo, machen wir nochmal auf. Achtung! Explosionsgefahr! Treibstoff nicht schütteln! Okay. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Okay, lassen wir mal gut sein. Da ist noch ein Mikroskop.
Sagt ihr dazu was? Ein Haufen dreieckiger Gefäße. Das sind einfach nur Chemiekolbe, ne? Dann nehmen wir das Ding mit, das scheint wichtig zu sein. Dia-Filter. Oh, geile Arbeit mal hier mit dem Dia-Gerät. Gucken wir uns mal an, das Ding. Dia-Filter. Steht irgendwas drauf? Keine besonderen Merkmale. Keine besonderen Merkmale. Darin sind rote Dias. Sie sind leer. Okay. Alles klar, das hat jetzt auch nichts Großartiges freigeschaltet. Und ich denke hier, Zeug, das können wir uns später auch noch abholen. Wir müssen jetzt sowieso nochmal ein Stockwerk höher. Und dann schauen wir mal, ob wir da auch noch was hin. Also raus. Ich denke, allzu lang haben wir sowieso nicht mehr hier bei Resident Evil. Wir sind ja relativ weit voranschritte eigentlich. Oh Mann. Es juckt immer. Let's Player-Krankheit. Wieder die Monstermusik hier. Jedes Mal habe ich das Gefühl, hier wackelt und zuckelt was vorbei. Ich will es nicht. Moment, gerade mal gucken. Ja gut, die Magnum-Munition, die können wir auf jeden Fall mal ablegen. Ich denke, es ist mittlerweile auch wirklich an der Zeit, dass ich mal Kampfgewehr durch was Größeres ersetzen sollte. Ich denke, wir machen das jetzt folgendermaßen, weil nur 3 Patronen sind scheiße. Das ist nicht allzu toll. Wir können hier die Magnum-Munition reinklatschen. Dann können wir das Ding durch die Granatwerfer austauschen. Machen wir es doch einfach mal folgendermaßen, ja. Mein Feuerzeug und mein Kerosin möchte ich nicht aufgeben, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich verdammt sicher, wenn ich das Zeug parat habe. Weil wer weiß, wie häufig ich hier noch in die entsprechende Korridore muss. Und dann habe ich lieber immer noch ein bisschen Kerosin und Feuerzeug vor allem und Feuerzeug parat. Feuerzeug und Benzin parat, Herrgott noch mal. So schwer kann es doch nicht sein. Mit einer Art Säure. Okay, gehen wir mal in den Einzelraum hier rein. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Schnut gezogen, nichts passiert. Noch nicht. Ah, noch eine Mode-Diskette. Nimm mal mit. Die Stille trügt vielleicht. Sicherheitsprotokolle. Erdgeschoss, Heliport, nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss, Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug, in Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Irving. Drittes Untergeschoss. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher. E. Smith, S. Ross, A. Wesker muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Also, Albert Wesker, Chefforscher. Ich glaube, die Verräterspur verdichtet sich allmählich. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusive Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Okay. Das heißt, Chefforscherbüros sind wohl da ohne gewesen, wo ich das gehabt habe. Hier in dem Raum für visuelle Daten scheint noch eins gewesen zu sein. Und das andere finden wir noch raus. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant. Nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Ja, das ist das Ding, worum es hier überhaupt geht. Die audiovisuellen Materialien sind alle ordentlich aufgereiht. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Nein! Na egal, vielleicht finden wir dafür nochmal Platz. Erste-Hilfe-Spray brauchen wir gerade nicht. Könnte man es aber just for fun ein bisschen neu föhnen. Und was haben wir da dann noch?
Eingabegerät für Passcode verwenden. Okay. Können wir anscheinend noch nicht benutzen. Da finden wir wahrscheinlich noch einen Passcode raus. Was haben wir da noch? Nichts. Eine Leinwand, genau, eine Leinwand für einen Filmprojektor. Oh Gott, ich werde allmählich nervös, je mehr es zum Ende zugeht. Was ist dann da? Na, da ist doch auch noch was, oder? Nee. War da nicht ein Dia-Projektor noch irgendwo? Ich meine... ein Film ist angelegt. Ansehen, natürlich. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Ja, kommt bestimmt in Free TV richtig gut. Holen Sie sich jetzt einen MA39 Cerberus. Okay. Jetzt wissen wir Bescheid, dass diese Zombie-Hunde Cerberus heißen. Ein FI-03 Neptune. Das sind die Haie. Macht Sinn. Ein MA-121 Hunter genannt. Das wusste ich ja schon. Das sind richtig fiese Jumpscare-Biester. T-002 Tyrant. Das ist das Objekt oder das Subjekt, um was es hier die ganze Zeit geht. Die wollen hier Supersoldaten, Tyranne-Züchter, die man halt mit dem T-Virus vornehmlich züchten möchte. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. Da war Wesker mit dabei. Hier haben wir noch einen Strichcode. Haben wir dann das Ding da noch. Dia-Filter. Verwenden wir gleich mal. Aha. Haben wir das wieder? Ja. In Rot jetzt halt alles. Ich sehe keine Veränderungen. Beim Tyrant auch nicht. Ja, da ist rechts auf jeden Fall Wesker im Bild. Tja, bei denen sehe ich aber auch nichts Besonderes. 8462. Okay, das macht Sinn. Ding ist auch weg. Hier. Wird wahrscheinlich nur dafür verwendet, nehme ich mal an. Jo. 8462. Perfekt. Läuft ja alles wie am Schnürchen hier. Aha. So. Da haben wir jetzt einer frei. Na, hätte ich jetzt mal Schrotflinte noch dabei, ne? Wäre so ein Quatsch nicht passiert. Was haben wir dann hier noch? Laborschlüssel. Selbstverständlich nehmen wir den mit. Damit können wir wahrscheinlich ohne ein bisschen was aufschließen. Echt was? Wenn das so ist, dann gehen wir jetzt nochmal kurz weg. Wechseln unseren Werfer du Granat gegen die Schrotflinte. Und laden nochmal ein bisschen hoch. Außerdem sind wir hier glücklicherweise noch am Anfang vom Labor. Und haben hier unser Inventarkiste hier immer relativ parat. 2 Mo-Diskette haben wir jetzt auf jeden Fall. Okay, Moment. So, das wechseln wir mal wieder durch das Kampfgewehr. Die Diskette. Scheiße. Machen wir so, ich weiß einfach nicht, wann ich die Mo-Diskette brauche. Ich fühle mich zwar viel sicherer, wenn ich Feuerzeug und Treibstoffkanister dabei habe. Aber es muss sein. Ich weiß nicht, wann ich die Mo-Diskette brauche und ich habe keinen Bock, ständig da wieder hoch und runter zu latschen. Und Walker kann ich eigentlich auch mit der Flinte abknallen und ihnen dort mit die Köpfe wegschroten. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Deswegen machen wir das so. Wenn es um Biowaffen geht, ein Schießgewehr. Also hier, Munition grabben, Hochlader und dann wollen wir mal. Okay, das waren hier die Schrotflint-Munition, genau. Sind wir wieder bei 9 dann, wenn ich richtig rechnen kann. Jawohl. Sind wir einer vor Maximum, das ist doch schon mal ziemlich gut. Ansonsten war hier noch Erste-Hilfe-Spray. Das nehmen wir einfach mal mit. Und schmeißen es dann wieder in die Truhe rein. Dann sind wir, glaube ich, hier durch, oder? Nee, noch nicht ganz. Irgendein Gegenstand liegt hier immer noch durch anscheinend rum. Oder irgendein Rätsel habe ich noch nicht gelöst. War dann vielleicht hier noch irgendwas? Moment. Kenneths Film ansehen. Oh, der Kenneth. Der Kenny war ja die arme Sau, die am Anfang von dem ersten Zombie, den wir hier erlebt haben, geschmaust Woche ist. Schauen wir uns natürlich mal an, was er da als Kassette dabei hat.
Okay, also offenbar war das seine letzte Aufnahme. Großartig. Wünscht man sich doch, dass das die letzte Aufnahme sind. Ja. Nee, danke. Kenneths Film möchte ich mal nicht weiter angucken. Ich denke, das hat Elmo gereicht. Die Monitore sind alle aus, aber warum ist der Raum noch rot? Habe ich hier irgendwas verpasst? Ich meine, ich habe alle Gegenstände mitgenommen. Glaub zumindest alle Gegenstände mitgenommen zu haben. Eventuell gibt es ja noch ein Rätsel, was ich nicht gelöst habe. Das verwirrt mich gerade etwas, weil ich habe die Dia-Sache gelöst. Ist hier vielleicht noch irgendein Übertragungsgedöns für die Mo-Kassette? Oder Mo-Diskette, so rum. Da ist noch das von Kenny. Da haben wir nix. Und audiovisuelle Materialien, nee. Regale stehen Videos, Aufzeichnungen von den Überwachungskameras. Okay, wenn das so ist. Ah, Karte Labor. So. Erstes UG. Da sind wir aber bisher noch nicht gelandet. Das ist zweites UG, drittes UG. Ui, da geht es aber noch ganz schön weit nach unten. Und viertes UG gibt es auch noch. Okay. Sie haben die Karte von Labor. Ah, jetzt ist der Raum auch grün. Perfekt. Ja gut, wenn es dann bei der audiovisuelle Data sein soll, die Karte, wo ach sonst, ne? Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß zwar, dass ich hier das Gebiet gesäubert habe, aber die Musik vermittelt immer wieder die Situation Gefahr. Deswegen, ich bin hier etwas misstrauisch in dem Gebiet, muss ich sagen. Es vermittelt immer wieder so hab 8 Einstellungen zu dem Ganzen. Okay, die Winde machen wir dort hier. Alles klar, jetzt haben wir 2 Mo-Diskette und wir haben unseren Laborschlüssel. Hat er noch irgendwas Besonderes an sich, der Schlüssel? Wir gucken, ups, nicht kombinieren, wir gucken uns mal an. Oh, das sieht ganz cool aus eigentlich. Ja, das sind so erste Hochspannungssymbole, ist eingraviert. Ah, okay. Das sind so Dinger, wie man sie früher gehabt hat als erste Kartenschlüssel, glaube ich, ne? Kam ja so Ende der 90er auf, wenn mich nicht alles täuscht. Oder vielleicht ein bisschen früher sogar. Das müsst ihr mir dann nochmal sagen. Ich habe das so im Kopf, dass es so in den 90er Jahren verwendet worden ist. Dass so Kartensysteme, Kartenverschlüsse das erste Mal aufkamen. Und dann gab es auch so komische Mischformen aus Karte, immer noch in einer Art von Schlüsselform, wie die wir jetzt hier haben. Kann natürlich auch schon aus der 80er sein. So genau weiß ich es leider nicht mehr. Okay. Dann tät ich aber Amos Sache. Wir marschieren jetzt wieder nach unten. Die wir jetzt auch so schnell gespeichert haben. Gehen wir nochmal runter. Mit dem Schlüssel eröffnen sich uns jetzt natürlich neue Wege. Da müsste ich mal gerade nochmal angucken. Wenn wir da wieder in Position sind. Schauen wir mal. Wieder runter mit uns, genau. So, dann schauen wir nochmal. Wir können jetzt... Ne, links können wir noch nicht hin. Das ist die Tür, wo die 3 Schlösser davor sind. Wir können aber den Korridor runtergehen und können uns dort denn 2 Türen zuwenden. Ganz rechts scheint noch ein Aufzug zu sein. Das ist diese rot markierte, knallrot markierte Fläche. Also das scheint man noch nicht aufmachen zu können. Ansonsten, das links ist noch versperrt. Da brauchen wir die 3 Mo-Diskette drin. Die anderen 2 Räume... Also einen Raum können wir noch aufmachen, das ist gut, der führt nämlich in die Mitte von dem Korridorgebiet. Dann rechts unten geht es da wohin ein weiteres Gebiet. Aber ich stehe Sache, liebe Leute, das machen wir dann übermorgen bei Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder Iron Yankee.